Also ja, hallo zusammen. Da ist der Crown Cletus oder der Chris. Ich bin gerade auf der Seite von Janci. Crown Janci, er hat hier, gestern noch ein Video hochgeladen wegen dem Klasseneditor. Und da ich den auch schon ein paar Mal habe ausprobiert und ja auch schon mit der Idee gespielt habe, euch doch etwas zu erzählen, nehme ich doch das als Anlass, jetzt auch noch schnell ein eigenes Video darüber zu machen, weil der Janci hat ein sehr gutes Video gemacht, 23 Minuten vollpackt mit Infos. Dadurch, dass ich es aber auch schon selber gespielt habe, das Black Ops 2 und jetzt auch bei den Ami-Kommentatoren noch ein bisschen reingeschaut, kann ich vielleicht noch etwas Zusätzliches erzählen. Also, zieht euch das Video von Janci rein. Er geht sehr ins Detail und wird sicher mehr erzählen, als ich jetzt hier in diesem Video durchgebe. Darum der Link habt ihr hier auf dem Bildschirm und unter der Beschreibung. Jetzt die das Video 1 Sekunde nach dem Aufladen schon anschauen, die werden den Link nicht auf dem Bildschirm haben, sondern nur in der Beschreibung. Aber eben, wie gesagt, dort findet ihr das sicher. Jetzt gehe ich doch mal schnell auf die Seite und ich meine, ich habe euch jetzt sicher schon 10-20 Mal von denen erzählt. callofduty.4players.de. Es ist eine super Webseite, echt. Ich meine, die meisten Infos, die ich hole vom Call of Duty, über das Call of Duty, ziehe ich mir von YouTube. Dort gibt es sicher jemanden, der schon etwas Gutes zu erzählen hat. Aber gewisse Sachen darf man auf YouTube einfach nicht publizieren, passen auch nicht auf das Format. Und dann ist es eben cool, wenn man eine Webseite hat. Geht dort drauf, klickt hier auf Black Ops 2, Create a Class 3.0. Und dann kommt ihr hier zu diesem Bildschirm. Und die meisten wissen es sicher, es gibt aber auch vermutlich noch solche, die es noch nicht ganz geschnallt haben. Am Anfang werdet ihr, oder nein, vielleicht wird es noch gar nicht, vermutlich wird es im ersten Durchlauf bis zur Prestige 1 sowieso noch etwas anders sein. Aber die Gesamtidee, ich sage es jetzt mal so, die Gesamtidee von diesem Creator Class 3.0 ist eigentlich so, dass man nicht eingeschränkt wird wie früher, wie man seine Klasse aufbauen will, sondern hat eigentlich viel mehr Möglichkeiten und das wird durch die 10 Punkte, die man verteilen kann, die hier auch grafisch dargestellt werden, wird hier definiert. Und dann zeige ich euch jetzt mal zeigen, wie so etwas funktionieren könnte. Es kann dem Spiel, wenn es dann fertig ist, was es jetzt hoffentlich schon ist, und sie nur noch am Disk produzieren sind oder so, kann sein, dass das ganz anders aussieht, aber die Grundfunktionalität sollte so sein. Und auch bezüglich Waffen kann es gut sein, dass dann noch die eine oder andere rauskommt, rausgeht, dass die Stats noch ein bisschen ändern. Der Tim Martin hat ja jetzt 2 Videos gemacht, die beste LMG, also die schwere oder leichtes Maschinengewehr, muss ich eigentlich sagen, aber so leicht sind die ja auch nicht. Und dann noch über die Shotguns. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich halte nichts davon, wenn man so Zeug erzählt, weil er tut dann auch die Zahlen, Treffsicherheit, keine Ahnung, die Distanz, die sie schießt und so vergleichen. Und ich meine, man weiss ja schon seit Anfang an, ich glaube seit dem Call of Duty 2 oder so, dass eigentlich die Werte komplett für den Arsch sind. Um es mal deutlich zu sagen, und mir ist es auch unverständlich, wieso dass sie das immer noch so machen. Entweder es weglassen oder her tun und dann sind sie sinnvoll. Aber lassen wir das jetzt mal. Dann seht ihr hier. Ja, Sturmgewehr, Shotguns, Maschinengewehr, Snipers, Maschinenpistolen und dann natürlich das Riot Shield, Assault Shield, wie sie das auch immer nennen wollen. Und ja, jetzt denke ich für unsere Beispielklasse, es ist noch schwierig jetzt zu sagen, was gerade genau gut wird sein. Was ich sicher machen sagen, die MP7 wird vermutlich nicht so sackstark werden, wie es im MW3 war. Und KSG ist ganz eine spezielle Shotgun, hat der Tim Martin erzählt. Normalerweise schießt ja Shotgun eigentlich so Pellets, sagt man auf Englisch. Ich wüsste jetzt gerade nicht. Shotgun Shells, wie es auf Deutsch heisst. Schon noch leid. Aber ja, ich tue mich im echten Leben auch nicht mit so Waffen beschäftigen eigentlich. Ja, lieber Raketenwerfer und so. Nein, Spass beiseite. Eben, anstatt die ganzen Streuschüsse, die eigentlich bei der Schrotflinte ja rauskommen, schießt die KSG im Black Ops 2 dann nur einen grossen Böller-Schuss raus. Und das ist dann fast so ein bisschen wie ein Sniper eigentlich, so ein One-Hit-Kill. Ja, kann man sehr gespannt sein. Dann bin ich jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher. Ich glaube, der M1216er schießt glaube ich 4 Schuss, wenn man einen abdrückt, und dann muss man dann nachladen, so ein bisschen vollautomatisch, aber nur wenig Schüsse.
Zeug 12 sei distanzmässig nicht so stark und ihm hat eigentlich die R870 MCS am besten gefallen, wie so ein bisschen das Bass zum Pumpen. Mit 2 Bass ist es scheint. We will see. Ich wollte jetzt echt gar nicht zu fest auf die Waffen eingehen, bin da schon wieder ein bisschen abgedriftet. Aber was ich sicher kann erzählen kann, ist, der M8A1 die wird vermutlich relativ, keine Ahnung, vielseitig sein. Am Anfang vermutlich schon zur Auswahl. Das ist ja auch noch das Problem. Man weiss noch gar nicht, welche Waffen wird es von Anfang an geben. Also, darum tun wir jetzt hier gar nicht mehr zu viel Zeit verlieren und sagen einfach, ich nehme einfach mal die Cheat-Show-Knarre hier. Auch wenn sie nicht ganz so heisst, finde ich, sie sieht lustig aus, hat einen lustigen Namen. Das Magazin hinten rein tun, das ist ja bei FAMAS auch so, wenn ich mich nicht täusche. Finde ich eigentlich noch eine intelligente Aufbauweise von einer Waffe. Nehmen wir doch jetzt einfach mal die, es ist doch scheißegal. Also, haben wir jetzt die reingenommen, jetzt seht ihr. Normalerweise kann man 2 Attachments dran tun. Und dann ist drittes dann noch mit diesen Wildcards, aber das erzähle ich dir später, wie das genau läuft. Jetzt ist es so, dass wir schon einen Punkt haben verloren in diesem Sinn oder schon haben investiert. Tun wir mal noch ein Attachment drauf, damit ihr die auch seht. Und hier ist jetzt auch wieder in diesem Sinne Anführungs- und Schlusszeichen Fehler von dieser Webseite, weil ich denke, man wird nicht alle Attachments können wählen bei Cheat-Show-Knarre jetzt zum Beispiel. Ich nehme an, dass die Iron Sights, die sie ändern für die Snipers, wenn man keinen Scope drauf will, ein Variable zu wird es sicher auch nicht geben. Ja, gehen wir schnell durch. Reflex ist bekannt, ICOG EO, der Target Finder ist der Radar, wo man so ein bisschen durch die Wände durch sieht. Sollte gegen Camper sein, ist der vielleicht für Camper, das sieht man jetzt. Hybrid Scope, das können wir, das schaut dem Frau. Fast Mag ist eigentlich wie ein Dual Mag, aber ich denke, es tut dann auch nicht jedes ungerade Mal oder jedes gerade Mal schneller nachladen, sondern ist eigentlich auch so ein bisschen wie ein Slay of Hand zum schneller nachladen. Den Griff können wir, dann, das Laser-Sight hat nicht unbedingt irgendwie damit zu tun, dass man dann einen Laser oben draufschrauben kann oder so und es einfach cooler aussieht, sondern es hat auch einen effektiven Nutzen, und zwar ist das Steady Aim. Das Perk Steady Aim ist jetzt als Attachment Laser-Sight umgewandelt worden. Das genau gleiche in Bezug auf die Umwandlung zählt auch für das Adjustable Stock, das ist eigentlich wie ein Stalker im MW3. Quick Draw, dass man die Waffe schneller kann aufheben, ist jetzt auch ein Attachment. Dann haben wir den Millimeter-Scanner, pardon. Und jetzt habe ich glaube ich vorher einen Fehler gemacht. Der Millimeter-Scanner ist glaube ich der Radar und der Target Finder ist der, wo man dann Gegner so wie wenn man aus dem Chopper Gunner im Black Ops 1 rausschießt, sieht zum Beispiel. Als Beispiel. Grenade Launcher, scheiß auf das Teil. Dann Select Fire. Wird interessant, ob man das auf der Maschinenpistole auch brauchen kann. Aber du kannst dann einstellen, einzuführen, Burst Fire, also so 3 Schüsse. Und dann vollautomatisch. Dann haben wir hier Vollmantelgeschoss, durchschlagskräftiger sind sie. Wir haben das grössere Magazin. Ballistic CPU macht eigentlich, dass weder ADS seid, also über Kimme und Korn schaut, dass dann weniger Sway ist, also die Waffe weniger hin und her geht. Variable Zoom können wir einerseits auch. Dual Band. Ist das auch irgendwie so Infrarot oder Nachtsicht? Keine Ahnung, was du dort noch reinschieben kannst. Und dann haben wir hier Rapid Fire, ist auch bekannt, und Long Barrel, das ist eben noch ein guter. Der macht eigentlich, dass die Waffe dann weiter schiessen kann. Oder es gibt ja immer die Distanzen, wo es dann plötzlich anstatt 2-3 Kopfschüsse braucht, dass er abliegt. Und dann wird dann einfach die Distanz verlängert. Also etwas Gutes. Und wir jetzt hier an Maschinenpistolen werden uns also vornehmlich nicht auf grosse Distanzen konzentrieren. Das heisst, ich nehme sicher mal Steady Aim dazu. Und Stalker wäre sicher auch noch interessant, aber gleichzeitig ist es eben bei mir auch so, dass wenn man mit Steady Aim rumballert, mit dem Laser-Sight, ist man schnell durch Munition durch. Und entweder das nehme ich die Fastmax zum schneller nachladen oder ich nehme die ich länger reinhaben kann. Und spaßeshalber Dual Max haben mir schon immer gefallen, nehme jetzt mal die. Das dritte warten wir jetzt noch drauf. Jetzt ist es folgendermaßen. Jetzt könnt ihr auswählen, ob ihr eine zweite Waffe wollt oder nicht. Das kostet natürlich auch wieder je nach Attachments, die ihr habt, 1 bis 3 oder sogar noch mehr Punkte. Ich verzichte jetzt mal auf eine zweite Waffe, weil ich bin ein Spieler, der beim ersten Gegner, wo er rumlädt und auch gerade in der näheren Distanz ist, gehe ich her und nehme dem seine Waffen auf. That's it. Also, nach Perks können wir hier 3 auswählen, je nach Perks-Stufe. Und dann gibt es dann noch ein zweites, wenn man wiederum die Wildcards braucht.
Perk 1, wir mal schnell schauen, was haben wir hier als Flagjacker, Ghost, Blind Eye, Hardline, Lightweight, nichts, wo man speziell muss darüber etwas erzählen muss. Ich würde sagen, ich nehme am Anfang Hardline, weil das gibt einem Zusatzpunkte. Und genau das kann man natürlich brauchen, wenn man so ein bisschen mit den Killstreaks experimentieren am Anfang. Der Rest interessiert mich jetzt gar nicht so. Lightweight würde ich vielleicht noch nehmen. Dann Perk 2. Da ist es so, dass hier sind die Beschreibungen vertauscht. Von diesen zwei und von diesen zwei auch. Also Toughness würde eigentlich dafür sorgen, dass man weniger hin und her geschüttelt wird, wenn man angeschossen wird. Aber ich entscheide mich für Fast Hands. Sorry, ich muss da zu dem überheben. Man kann schneller Granaten schießen, das Equipment schneller brauchen und eben auch Granaten zurückwerfen. Das ist noch geil. Darum entscheide ich mich mal für das. Wobei, wenn ich dann gar keine Granaten nehme, dann bringt mir das eigentlich gar nichts. Ja, jetzt bin ich da gerade ein bisschen unschlüssig. Also gehen wir Toughness. Egal. Perk 3. Da gibt es viele, die mich interessieren. Okay, das ist so ein bisschen wie Hacker und so. Anyway, Dead Silence natürlich, Extreme Condition und Tactical Mass können wir. Awareness ist natürlich noch easy, das hat Janschi gut gestern gesagt. Und das Bild spricht auch dafür, das ist noch gut für die mit den Headsets, da gehört mit Gegnern besser. Und Dexterity ist, dass man halt schneller kann klettern. Genau, man kann schneller wieder messern. Und man kann schnell aim faster after sprinten, genau, schneller wieder zielen nach dem Säckeln. Ja, ich weiß doch auch nicht. Bin jetzt auch noch ein bisschen unschlüssig. Die Sache ist eigentlich die, was will man da? Ich würde sagen, ich muss noch einmal kurz über die Bücher und sagen, wo wir doch eine Hochgeschwindigkeitsklasse bauen. Das heisst, ich nehme hier Lightweight, damit ich mich schneller bewegen kann. 10% schneller, oder was heisst? Das steht nicht einmal. Aber auch wenn man runterfällt, macht es auch nicht. Gut. Dann nehmen wir natürlich eben wirklich Fast Hands, das passt. Und beim Perk 3 nehmen wir Extreme Conditioning. Ja? Das ist doch gut. Haben wir eine High-Speed-Klasse. Also gut, jetzt ist das folgendermaßen. Jetzt haben wir noch 4 Punkte hier oben. Gut, ihr seht, es wird ja auch bildlich hier, grafisch dargestellt. Und jetzt ist eigentlich folgende Überlegung. Will man noch Granaten, taktische und tödliche Granaten, also Granaten und Blendis, um genau zu sein. Und ich habe einfach das Gefühl, und das ist jetzt eine kleine Annahme von mir, dass in Zukunft eventuell nicht ganz so viele Leute mit Granaten und Blender werden rumsäckeln, weil sie Punkte lieber halt in Perks und in Primärwaffen investieren. Vielleicht täusche ich mich auch, aber wenn ich so ein bisschen diesen Leuten zugelassen habe, die sich ein bisschen Klasse erstellt haben, tun sie alle auf Granaten verzichten. Und das würde auch dazu führen, dass ein Flagjacker nicht so wichtig wäre. Aber es gibt ja die Hunter-Killer-Drone als Killstreak, die man ja relativ schnell hat. Und die kann man ja einfach in die Luft schießen, wenn ein Papierflugzeug und sie sucht sich dann selber ein Ziel und explodiert. Das gibt sehr häufige Kill, wenn man weiß, wie das Teil schießen. Aber ich habe jetzt noch nie irgendwelche Infos gesehen, wenn man Flagjacker da hat, ob man ihm das da beschützt, wie das zum Beispiel beim RCO der Fall ist, in Black Ops 1 und wird es hoffentlich auch im 2 der Fall sein. Also, schnell wieder ein bisschen, zu viel Text vielleicht, will hier niemand verwirren, aber das mit den Wildcards wollte ich euch jetzt schon noch schnell erklären. Und zwar kann man jetzt auswählen, will man ein zusätzliches Attachment auf der primären oder der sekundären Knarre, will man 2 Primärknarren sogar, das ist natürlich der ganz Dürnig, will man mehr Granaten können tragen, will man Perk 1 zusätzlich 1 dazu, oder beim 2 oder beim 3, oder dann hier noch Taktikgranaten mehr. Und da muss ich auch noch kurz einen Exkurs jetzt machen. Ich finde eigentlich, dass man 2 taktische oder eben 2 tödliche oder taktische Granaten kann haben, muss man relativ viel investieren, weil sagen wir jetzt mal, wir möchten 2 Granaten, 2 Blendis, das heisst 1 Punkt hier, 1 Punkt da, dann 1 Punkt für die Wildcard 1, damit wir eine zweite Granate nehmen können, 1 Punkt für die Wildcard 2, wir sind jetzt bei 4 Punkten für die nicht ganz mithalten mit Zählen, und dann könnten wir dann eine zweite Flashbang nehmen. Dann müssten wir dann aber nur einen Punkt für die zweite Granate und die zweite Flashbang. Das wären 6 Punkte nur schon, damit man hier ausgerüstet ist. Und das finde ich eigentlich fast ein bisschen übertrieben. Ich kann mir vorstellen, dass sie das noch ein bisschen ändern, weil ja, es wird einfach dazu führen, dass das einfach nicht so gebraucht wird in meinen Augen. Ich wollte jetzt keine Annahme treffen. He? Also die Sache ist die, tun wir doch schnell beim Perk 1 noch ein zusätzliches drin. Und zwar, wie gesagt, Hardline, damit ich ein bisschen mehr Punkte bekomme. Geht das jetzt nicht so gut, he?
Mal, jetzt ist es gegangen, gut. Und dann tun wir, jetzt haben wir noch 2 Pünktchen zu gut. Jetzt könnten wir entweder nur ein zusätzliches Perk, wenn wir möchten. Also die sich dann unbedingt auf Stealth begeben, können das leider auch. Aber ich finde eben, ich möchte eine richtige Beast Primärwaffe und darum würde ich sagen, tue ich mir jetzt noch einmal ein Attachment auf die drauf tun. Und da kann man sich jetzt natürlich überlegen, was man eigentlich genau erreichen will. Ich denke, Extended Max kann man dann auch nicht auswählen, wenn man schon Fast Max drin hat. Vielleicht aber schon. I don't know. Ich würde sagen, ich tue jetzt einfach mal nicht versuchen, unauffällig zu sein, sondern einfach reinlassen, relativ schnell hersäckeln, Gegner fertig machen und so. Dann wäre eigentlich das Vollmantelgeschoss nur zu empfehlen. Aber jetzt auch überlegt, wenn ich dann schnell zum gegnerischen Spawn komme und dort 2, 3 ausknipsen, wäre eigentlich der Schalldämpfer gleich noch gut. Gleichzeitig überlege ich mir aber auch, ein bisschen weiter zu schiessen wäre auch noch gäbig. Dann nehme ich jetzt das Long Barrel. Also, wir sehen jetzt natürlich nicht, was das für Auswirkungen hat, aber im Spiel würde man es dann spüren natürlich. Also, ich habe meine 10 Punkte vergeben. Ich habe 2 erste Perks, ein zweites und ein drittes Perk. Ich habe eine schöne Primärwaffe mit 3 Attachments. Und that's it. So gehe ich dann ins Feld. Ich habe keine Sekundärwaffe, ich habe keine tödliche und auch keine taktische Granate. Ihr seht, es wird übelst viele Möglichkeiten geben. Killstreaks möchte jetzt nicht jeder einzeln gehen, geht zum Janshi, er erklärt jeden, macht das tiptop. Was ich hier eigentlich empfehlen ist, Drohnen reinzunehmen, weil die bekommen ja dann auch sehr wenig Punkte. Aber gleich, wenn die Drohne von euch da oben ist und ein Gegner abkassiert wird von einem Kollegen von euch, dann bekommt ihr die wenigen Punkte haben. Also gut, dann hier mit der Hellstorm bin ich aber nicht so klar gekommen. Death Machine ist nicht schlecht, aber auch nicht ganz so hart wie im Black Ops 1. Jedoch, wenn man stirbt, kann man sie dann gleich wieder brauchen, was noch geil ist. Hier der Granatenwerfer, da muss ich sagen, finde ich es ganz leider sicher, dass sie da überhaupt eingebaut haben. Was aber bei mir eben noch gäbig ist gegangen, ist dann der Stealth-Chopper. Weil der ist dann einfach auf dem gegnerischen Radar nicht zu sehen. Der sieht tut er ihn schon. Und abschießen könnt ihr ihn auch. Aber einfach vom Radar wird er nicht angezeigt, ja. Würde ich vielleicht den noch reinnehmen? Ja. Und wenn man auch richtig die Türen drehen, weiss doch auch nicht, aber hier die höheren, das ist so ein bisschen ein besserer Strafe Run, das ist der AH6. Aber eigentlich wollte ich gar nicht durchgehen, sorry zusammennehmen, aber die Hünge, weil mir die früher immer so gut gefallen, und dann wären das ein bisschen meine Killstreaks natürlich extrem weit oben, weil je nach Spielmodus bekommt man ja 50 Punkte oder 100 Punkte pro Abschuss, pro Objective, das man einnimmt oder was auch immer. Das wollte ich jetzt noch gar nicht sagen, aber ich meine, die Hünge werden sicher schwer zu erreichen sein. Und ich denke, wenn man die Hünge und da der Swarm drin hat, wo eigentlich ganz viele Hunter-Killer-Drones sind, das wird absolute Apokalypse sein für den Gegner, vermutlich. Aber vermutlich auch nicht. Wir wissen es noch nicht. Ich habe jetzt mal etwas über diesen Editor erzählt, auch eben um einerseits auf Janshi sein Video aufmerksam zu machen, zieht nach rein, es sind wirklich viele gute Infos drin. Und um andererseits, viele haben das vielleicht noch gar nicht kennt und so könnt ihr wenigstens ein bisschen ausprobieren. Eben, man sieht nicht, was es für Auswirkungen hat, je nach Perk, wo man drauf tut. Und gewisse Sachen sind sicher auch unstimmig, weil den Editor hat man natürlich nur so gut machen können, wie man auch Infos hat. Und alles weiss man noch nicht, zum Glück, über das Black Ops 2. Aber es geht ja nicht mehr lang und dann könnt ihr hier mal ein bisschen ausprobieren, wenn ihr Bock habt. Das war es eigentlich von mir. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ciao zusammen.